Die Schneekönigin. Der Simon verwacht. Ganz langsam. Er muss seine Augen reiben. Das Licht blendet ihn. Irgendetwas dunkelt ihn komisch. Anders wie sonst. Und aufs Mal weiss er's. Schnee. Schnee. Judi hui. Alles verrissen ist weiss. Der Simon schaut zum Fenster raus. Auch seine Katze, Flora, ist mit ihm ans Fenster gekumpelt und schaut raus. Sie schnurrt, sie drückt ihren Kopf an die Hand von Simon und reibt den Kopf dran. Dann möchte sie mit ihrer Pfote das Fenster aufmachen. Sie möchte den Griff vom Fenster bewegen. «Ja, das kannst du doch nicht. Kannst es wirklich nicht? Komm, ich mach dir auf.» Der Simon macht nur ein Spältchen vom Fenster auf. Flora legt jetzt ihre rechte Vorderpfote ganz vorsichtig auf die dünne Schneedecke auf dem Fenstersims und zieht ihr Bein gerade wieder zurück. Aber dann macht die Katze einen riesigen Gump raus in den Garten. Sie saust über die Wiese, an den Stechpalmen vorbei und klettert so schnell wie ein Eichhörnchen auf den Krisebaum ganz rauf. Man sieht sie gut, weil es gar keine Blätter am Baum hat. Vom Simon seinem Zimmer aus ist die Flora ganz klein. Die Spur der Katzentatze geht schräg durch den ganzen Garten. Das Fenster ist wieder zu. Der Simon steht immer noch hinter der Fensterscheibe. A, B, C, die Katze läuft im Schnee. A, B, C, die Katze läuft im Schnee, singt er ganz leislich. Er weiss nicht recht, wie das Lied weitergeht. Aber er schaut die ganze Zeit aufs Fenstersims voraus. Er muss immer die dünne Schneedecke anschauen, die dort glitzert. Die Morgensonne schickt ihre Strahlen schräg ans Haus an. So leuchtet und funkelt der Schnee richtig. Was ist denn das? Hat es da nicht einen besonders grossen, besonders glitzerigen Schneekristall? Der Simon macht das Fenster nochmal auf. Er möchte einen speziellen Kristall in seine Hand nehmen. Er will ihn ganz genau anschauen. Als er aber seine Hand ein bisschen ausgestreckt hat, hört er eine ganz feine Stimme. «Lang mich nicht an. Lang mich nicht an. In deiner Hand würde ich schmelzen und dann wäre ich nur noch ein Wassertropfen.» Der Simon zieht seine Hand schnell wieder zurück, er ist verschrocken und fragt, kannst du denn reden, du kleiner Schneekristall? Und er hört die Stimme, die noch viel feiner ist. «Ich komme von der Schneekönigin, drum kann ich reden.» «Schneekönigin?» fragt Simon. «Oh, erzähl mir doch noch mehr von der. Ich lang dich sicher und überhaupt nicht an, ich passe schon auf.» Und der Schneekristall erzählt. Hoch oben, im Himmel, versteckt hinter dem Wolkenberg. Dort ist das Schloss der Schneekönigin. Alles ist weiss. Die 27 Türme vom Schloss sind weiss. Aber auch die Kutsche der Schneekönigin ist weiss. Und auch ihre Rösser, ihre Dienerinnen und Diener. Und auch Bäume und Blumen rund ums Schloss herum. Alles ist weiss. Die Königin selber ist es so weiss, dass sie vor lauter Weiss vor dem Schloss fast nicht siehst. Aber ihre Stimme, die kannst du hören, wenn sie Schneeflockenlied singt. Oder wenn sie die Regentropfen in ihrer Hand sammelt und aus den Regentropfen Schneeflocken macht. Regentropfen, hell und fein. Hört, ich bin Königin. Ich mache euch Licht. Ich mache euch weiss. Jetzt in der Schnee, jetzt in der Eis. Jetzt könnt ihr tanzen mit dem Wind, weil ihr Flocken geworden sind. Und wenn die Schneekönigin gesungen hat, bläst sie in ihre Hände, dass die Flocken nur so wirbeln und zwirbeln. Das ist schön, wenn man von der Frau Königin angeblasen wird. Und schön ist es, wenn man dann ganz langsam auf die Erde tanzt. Und noch schöner ist es, wenn man aus dem weissen Schloss einen Gruß mitnehmen darf. Für dich, Simon, für dich hat mir die Königin einen Gruß mitgegeben.
Sie hat mich besonders schön und glitzerig gemacht, dass du mich grad sofort siehst und gut anschaust. Sie hat geschaut, dass ich grad mitten auf dein Feistersims tanzen bin. Und sie hat mir ein kleines Simon-Lied mitgegeben. Aus dem Himmel, die Königin, schickt dir Grüße. Sim, sim, sim. Schickt dir Flocken und Kristall. Winter wird's jetzt überall. Der Simon hat wirklich gut gehört. Seine Nasenspitze ist ganz rot von der Kälte. Er hebt seine Hand vors Maul, weil sein warmer Schnuff den kleinen Kristall sonst kaputt machen würde. Der Simon wartet. «Erzählst du mir nicht noch ein bisschen mehr?» fragt er leislich. Aber der Kristall sagt nichts mehr. Der Simon wartet und wartet, bis seine Fingerspitzen eiskalt und ganz rot sind. Der Schneekristall ist immer noch am gleichen Ort und glitzert, ganz nahe bei der Spur, wo die Flora mit ihren Tatzen gemacht hat. Der Simon merkt nicht, dass die Mutter ins Zimmer gekommen ist. Sie zieht ihn an seinem Pyjama-Ärmel. «Komm weg vom Feister!» Sie macht das Feister zu und schimpft fast ein bisschen. «Hast du eigentlich nicht gemerkt, dass es draussen kalt ist? Verkältest dich ja noch am offenen Feister. Leg dich jetzt endlich an!» Der Simon sagt nichts. Er legt sich an. Er legt seinen dicksten Pulli an, eine warme Socken und Schneestiefel. Er darf mit seinen Frümpfen raus spielen. Erst Abend, vor dem Einschlafen, macht der Simon das Fenster noch mal auf. Ja, wo ist denn der Schnee? Mit seiner flachen Hand fährt der Simon über das Fenstersims. Die Hand wird nass. Einfach nur nass. Der Simon drückt die nasse Hand an seinen Backen. Er denkt an seinen Schneekristall. Der ist jetzt Wasser geworden. Und er denkt an den Gruß von der Schneekönigin. Der Simon ist fast ein bisschen traurig. Aber er ist auch stolz. Die Schneekönigin hat ihm einen Gruß geschickt. Das ist etwas Besonderes. Ein Gruß und auch ein Vers. Wenn jetzt dann die Mami oder der Papi kommen, dann muss er nicht betteln, erzählt mir doch eine Geschichte. Nein, heute Abend will er selber eine Geschichte erzählen. Nämlich die von der Schneekönigin. Er ist sicher, die kennen die Mutter und den Vater sicher nicht.